Liebe Kinder, Namaste. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich wieder aus meinem Garten zum Kinderyoga Anahata Kids für Kinder mit viel Energie im Herzen. Ich freue mich wirklich, dass du wieder da bist und mit mir und dem Yogi und Louison kommst du Yoga machen. Heute brauchst du natürlich wieder eine Matte oder ein Tuch. Das Stofftierchen gehört auch immer dazu. Und vielleicht möchtest du in der Schlussentspannung, wenn wir das Geschichtchen hören und ein bisschen ausruhen, dich noch zudecken oder einfach was du brauchst, dass du bequem bist und dass du gemütlich liegst. Gang alles parat machen, bis das Lied fertig ist und dann fangen wir an. All the colors of the world, I'm a rainbow today. All the colors of the world, I'm a rainbow today. All the colors of the world are in me. I am yellow today. I shine my light out like the sun. I am white today, soft and quiet like new snow. I am blue today, calm as glass and cool like the sea. I'm a rainbow today. All the colors of the world, I'm a rainbow today. All the colors of the world, I'm a rainbow today. All the colors of the world are in me. All the colors of the world are in me. Wie gestern fangen wir an mit der Klangschale. Das ist der Beginn der Kinder-Yoga-Stunde. Und natürlich machen wir heute auch unser Begrüßungslied, das Namaste-Lied. Ich sage nochmal schnell am Anfang, geht die Blumenblüte auf beim Einschnaufen, beim Ausschnaufen geht sie zu. Beim Einschnaufen wieder auf, beim Ausschnaufen zu, dann machen wir Namaste, dann geht die Sonne auf und wieder unter und dann geht wieder Blümchen auf und zu und Namaste. Wie gestern, genau. The light in me sees the light in you. The light in me sees the light in you. I honor you as you honor me. Namaste, namaste, namaste. The light in me sees the light in you. The light in me sees the light in you. I honor you as you honor me. Namaste, namaste, namaste. Ja, gestern haben wir erzählt, wie der Kater Yogi auf die Waldlichtung gekommen ist und mit den Tierchen aus dem Wald gespielt hat, mit den Igeli und mit den Häsli und mit den Vögeli. Ich hoffe, du weißt noch, wie das gegangen ist.
das wie hindern. Zuerst machen wir nochmal das Igeli. Da sitzen wir auf den Knien. Die Hände gehen hindern. Der Kopf geht runter. Wir machen uns ganz klein. Wie die Igeli machen dann gerne das Kugeli, wenn sie nicht gefangen werden. Und die Hände hinten zusammen tun. Handfläche an Handfläche. Finger auseinanderstrecken. Und so weit auf den Rücken rauffahren, wie es geht. Das ist das Kugeli von der Igel. Und wieder zurück. Und wieder rauf. Genau. Das Häsli ist ganz ähnlich. Wir gehen oben auf die Knie. Hinten verschränken wir die Hände. Dann vorsichtig runtergehen. Aber die Beine bleiben oben auf den Kopf. Und die Ohren ganz weit aufstrecken. Ganz, ganz weit. Und dann die Ohren wieder ablegen und wieder auf die Knie kommen. Das dritte waren Vögel. Da hat man die Beine auseinander. Und die fliegen, machen ganz grosse Flügel. Nochmal fliegen. Und wenn sie auf den Ast sitzen, zum Singen, vorne in der Mitte durch und die Hände auf die Knie legen, auf die Füße legen. Und nochmal fliegen. Hände zwischen den Beinen durch und auf die Füße legen. Genau. Sehr gut. Ich lasse euch jetzt eine Musik laufen für das nächste Spiel. Und wenn die Musik läuft, dann kannst du rumtanzen in deinem Zimmer oder so. Wenn ich aber die Musik stoppe, dann sage ich schnell Igeli oder Häsli oder Vögeli. Und dann musst du schnell entweder das Igeli machen oder das Häsli oder das Vögeli. Probieren wir das mal. Igeli. Genau, Igeli. Igeli. Und weiter geht's. Und Häsli. Und weiter tanzen im Zimmer. Und Vögeli schnell fliegen, Beine auseinanderheben und zwischen den Beinen durch und die Hände auf die Füße legen. Oder hinten dran, wenn man es noch nicht ganz rundherum bringt. Oder vorne auf die Füße legen. Gut, jetzt mache ich nicht mehr mit. Jetzt tue ich nur noch rufen und ihr könnt das allein machen. Häsli. Igeli. Und Vögeli. Häsli. Und Igeli. Genau. Und so weiter hat der Yogi wieder den ganzen Tag mit den Tierchen gespielt.
bis es langsam Abend geworden ist. Und ihr könnt jetzt zurück auf die Matte kommen, einen Schneidersitz und schnell weiterhören. Genau. Es war schon ganz spät gewesen. Und langsam ist schon der erste Stern aufgegangen. Im Yoga geht der Stern so. Ihr könnt die Füße zusammenheben. Eine Hand bleibt unten, ganz schön gestreckt, dass man nicht wackelt. Und eine strecken wir in die Luft auf. Das ist der Stern. Und wenn er leuchtet, dann wird er ganz groß und scheint auf alle Seiten. Und dann gehen wir auf die andere Seite und machen den anderen Stern, den zweiten Stern, der am Himmel aufgegangen ist. Auch der leuchtet ganz, ganz fest und glänzig auf alle Seiten. Und dann tun wir die Füße wieder zusammen, weil nicht nur die Sterne sind schon gekommen, auch der Mond. Ich kann die Arme aufnehmen, die Handflächen zusammen. Und dann beugen wir uns auf eine Seite. Manchmal ist der Mond so. Und wir strecken uns nochmal ganz fest. Und wir beugen uns auf die andere Seite. Manchmal schaut der Mond auch auf diese Seite. Und wir strecken uns nochmal fest. Und dann sitzen wir wieder auf der Matte. Genau. Aber die Sterne sind gekommen, der Mond ist gekommen, aber an diesem Abend ist die Musikfee nicht gekommen. Die Tierchen, die haben das mega lustig gefunden. Die haben gefunden, hui, hui, jetzt müssen wir nicht ins Bett. Und die Igeli haben gerufen, quietsch, quietsch, wir spielen weiter, Igeli-Fangis, Kugelfangis. Und die Häsli haben gesagt, hui, hui, wir spielen weiter, Versteckis. Und haben ihre Ohren in die Luft gestreckt. Und die Vögel haben auch gerufen, Pieps, Pieps. Wir gehen heute nicht ins Bett, wir singen weiter auf unseren Ästen. Und auch die Bienen sind weiter rumgeflogen. Und wir haben gesummt, ganz laut. Könnt ihr auch ganz laut summen? Niemand von den Tierchen wollte ins Bett gehen. Heute nicht. Heute haben sie gefunden, heute gehen wir nicht ins Bett. Und sogar der Schmetterling, der der Yogi auf die Lichtung gebracht hat, hat gefunden, ja, wenn die Musikfee nicht kommt, dann breite ich heute meine Flügel besonders gross aus. Ihr könnt beide vorne zusammenheben, 2 Finger von jeder Hand aufstrecken. Die tun wir bei den Zehen, zwischen den grossen Zehen und der ersten kleinere. Wenn wir da ganz fest den grossen Zehen heben. Und dann laufen wir mit den Fersen ein bisschen hinterher, ganz nah zum Körper. Und dann probieren wir mal, die Fersen zu lupfen. Und wenn es nicht allzu fest gewackelt, muss man schauen, dass man hinten nichts hat. Falls man hinten rauskugelt, dass man sich nicht den Kopf anschlägt. Und wenn das gut hebt, dann machen wir die grossen Flügel auf. Genau. Die grossen Schmetterlingsflügel. Und wieder zu. Genau. Wie lustig war das? Hui, hui, pieps, pieps, quietsch, quietsch. Alle Tiere haben weitergespielt und gelacht und gesungen und haben nicht daran gedacht, ins Bett zu gehen. Aber jetzt sind sie plötzlich ganz fest müde geworden. Ganz, ganz müde.
Und sie sind angelegen und hätten gern schlafen. Ihr könnt anliegen, euer Tierli nehmen, auf den Bauch legen. Sie hätten jetzt gern gehabt, wenn sie jemand ein bisschen in den Schlaf gewiegt hätte. Wenn ihr schnauft, dann geht euer Bauch immer auf und runter. Und euer Tierli wird so schön gewiegelt. Und das hätten die Waldtiere auch gerne gehabt. Und am liebsten noch ein bisschen Zaubernoten von der Musikfee. Aber die Musikfee, die ist nicht gekommen. Und sie haben die Musikfee angefangen zu suchen. Die Igeli haben gesagt, sie muss doch irgendwo da um die grosse Eiche sein, um den grossen Baum. Und sie haben um den Baum herum gesucht. Wir lassen ganz starke Wurzeln in den Boden wachsen, dass unser Baum ja nicht umkippt. Dann stellen wir einen Fuß auf den anderen stellen. Und immer einen Punkt anschauen. Und rauf. Und dann wieder runter. Die Musikfee war nicht um den Baum. Wir können jetzt noch das Stofftierli vorne an tun, dann geht es noch besser. Dann kann man das Stofftierli anschauen. Aus dem anderen Fuß ganz lange Wurzeln wachsen. Und den Fuß auf einen Fuß stellen. Und bis da rauf, einfach nicht gerade beim Knie, entweder unter dem Knie oder oben am Knie. Sie haben überall gesucht, die Igeli. Aber die Musikfee war nicht dort. Dann haben die Vögel gesagt, vielleicht ist sie ganz oben in der Baumkrone. Und die Vögel sind dort suchen, ob die Musikfee dort ist. Wir lassen noch mal aus einem Fuß ganz starke Wurzeln wachsen und stellen den einen Fuß auf den anderen. Und wenn es nicht gewackelt, machen wir Ruhe. Und bis zur Oberstufe, aber nur wenn es nicht gewackelt, und immer das Stofftierli anschauen, das hilft, dass der Baum nicht umkippt. Die Vögel sind zur Oberstufe, haben aber keine Musikfee gefunden. Und sie haben es nochmal probiert. Ein Fuß auf den anderen. Und dann rauf mit dem Knie. Das ist der Yogabaum. Und die Vögel gehen bis rauf. Wenn du wackelst, dann bleibst du mal noch da. Und die nicht gewackelt, dürfen bis rauf die Musikfee suchen. Und wieder runter. Auch dort war sie nicht. Dann haben die Häsli gesagt, sie ist sicher in den Gebüsch. Dort, wo wir uns immer verstecken, dort kennen wir uns am besten aus. Ihr könnt auf die Knie, aber hier oben bleiben, nicht absitzen. Und wir machen den Busch, für das heben wir die Arme hoch. Und im Gebüsch, da windet es immer ein bisschen. Immer hin und her. Das ist der Busch im Wind. Der geht hin und her. Und hin und her. Aber auch dort war die Musikfee leider nicht. Dann sind die Bienen gekommen und der Schmetterling. Und die haben gesagt, also wir glauben, wir wissen, wo die Musikfee ist. Die ist sicher in einem Blümchen. Die haben vielleicht verschlafen. Feen schlafen noch gerne in einem Blümchen. Und sie sind in den Blumen schauen. Einschnaufen, ausschnaufen. Einschnaufen und ausschnaufen. Die Musikfee war auch in keinem einzigen Blümchen. Und der Yogi, der allen geholfen hat, die Musikfee zu suchen, ist auch fast verzweifelt,
weil es ist einfach nicht. Bis zuletzt sind die Tiere immer müder und müder geworden. Und sie haben angefangen zu jammern und sagen, Musikfee, bitte, bitte, komm doch jetzt zu uns und sing uns in den Schlaf. Wir möchten schlafen. Der Uhu, mögt ihr euch erinnern, der hat nicht so gern, wenn die Musikfee kommt. Nein, der Uhu. Der hat sich ja immer die Ohren zugehebt. Und der Uhu, der weiss alles. Aber der sagt nichts. Der ist nämlich froh, dass die Musikfee heute nicht singt. Dass sie heute nicht ihre Zaubernoten singt, die einem zum Schlafen bringen. Der Uhu hat aber ein bisschen ringsum geschaut. Wir machen jetzt alle mal den Uhu. Wir sitzen ganz gerade im Schneidersitz. Und dann nehmen wir die Arme auf und legen die Hände gerade auf die Schultern legen. Einfach hier auf die Schultern. Und heben die Schultern ein bisschen, dass die so bleiben. Die dürfen nicht so rumtrüllen, sondern die müssen so nach vorne bleiben. Weil der Uhu, der kann ganz gut seinen Kopf drehen. Der Uhu, der kann fast bis hinten schauen. Wir können das natürlich nicht so gut, aber wir tun mal fest einschnaufen und beim Ausschnaufen probieren wir den Kopf so weit wie möglich zu drüllen auf eine Seite. Und dann, wenn es nicht mehr weitergeht, vielleicht mit den Augen noch hinter den Rücken zu schauen. Mal einschnaufen. Und ausschnaufen. Und dann mit den Augen noch ganz weit hinterher schauen. Und wieder einschnaufen. So mit die Mitte kommen. In der Mitte einmal ausschnaufen. Beim Einschnaufen ganz gross werden. Und beim Ausschnaufen den Kopf drehen. Nur den Kopf. Und mit den Augen hinterher schauen. Und wieder einschnaufen. Und ausschnaufen. Nochmal einschnaufen. Den Kopf drehen. Und ausschnaufen. Nochmal einschnaufen. Beim Ausschnaufen den Kopf drehen. Nur den Kopf. Die Augen schauen hinterher. Und beim Einschnaufen wieder in die Mitte kommen. Und die Arme wieder runter. Er hat noch nicht ganz alle Tiere gesehen. Er hat gefunden, ja, also ich bin eigentlich froh, wenn die Musikfee nicht gerade kommt, da singen, sonst muss ich wieder einschlafen. Aber er hat trotzdem sehen, wer heult und brüllt dann da so und jammert. Vom Schneidersitz haben wir ein Bein bleibt und das andere tun wir übers Knie legen. Schauen aber, dass wir richtig sitzen bleiben und heben das Knie fest. Genau. Und das Knie, das raufschaut, das tun wir jetzt einmal umarmen. Das tun wir ganz nah zu uns nehmen. Genau, mit dem Arm auf der gleichen Seite. Das gleiche Bein und der gleiche Arm. Und dann gehen wir mit dem anderen Arm hinterher. Und da können wir ganz gut hinterher schauen. Schaut mal. Und dann kommen wir zurück und umarmen das Bein wieder. Jetzt gehen wir wieder in den Schneidersitz. Und dann tun wir mal das andere Bein, den anderen Fuß übers Knie legen. Das ist ein bisschen kompliziert. Und das Bein, das Knie, das so raufschaut, das steht, da tun wir den Arm umlegen. Ganz fest umarmen, zu uns nehmen. Und der andere Arm
Der geht mal da hinten schauen und wir schauen ihm nach. Bis ganz weit hinten. So weit hinten hat der Uhu geschaut. Und wieder führen. Wieder in den Schneidersitz. Wir nehmen nochmal die andere Seite. Also vom Schneidersitz. Einfach da den Fuß über das Knie, das kumpelt da drüber. Und geht da abstehen. Das Fudi bleibt schön auf der Erde. Der gleiche Arm von dem Knie, das raufschaut, tut das Knie umarmen. Und wir schauen nochmal am Arm nach, bis hinten, zum Schauen, wer da hinten ist. Und wieder zurück. Und jetzt bleiben wir so. Jetzt machen wir ein Trickli. Und das Trickli ist nicht so einfach. Vielleicht könnt ihr das gerade jetzt beim ersten Mal nicht. Aber ich könnte es ja später noch mal probieren. Das ist nämlich ganz lustig. Weil da, wo jetzt der Fuß da ist, auf die Seite, wo wir sind schauen, tun wir jetzt beide Arme an. Beide Arme da über. Genau. Und wenn beide Arme da sind, dann probieren wir mal aufstehen und so drüllen. Die Füße sind wie angewachsen am Boden. Und über, bis auf die andere Seite der Matte. Und dann probieren wir wieder anzusitzen. Weil dann sind wir nämlich gerade auf der anderen Seite. Da tun wir wieder mit dem gleichen Arm, wie das Bein raufschaut, tun wir den umarmen. Und schaut nochmal an der Hand nach, bis hinten. Und da hinten hat der Uhu auch noch alle anderen Tiere gesehen. Und er hat gesehen, die Tiere sind ja schon ein bisschen verzweifelt. Und er hat ein bisschen Mitleid gehabt mit den Tierchen. Genau. Und dann haben wir gesehen, dass alle Tierchen so traurig sind, dass sie nicht schlafen können, hat er gesagt, aber ich weiss ja, wo die Musikfee ist. Sie ist beim Doktor. Sie ist nämlich krank und hat Halsweh. Und darum ist sie jetzt beim Doktor. Alle Tiere haben gesagt, wir wollen jetzt auch zum Doktor, wir wollen schauen, wo die Musikfee ist. Und der Uhu ist vorausgeflogen. Und er hat gesagt, gut, ich bringe euch zu der Musikfee. Kommt nur mit, kommt. Und er ist geflogen. Und alle Tierchen sind hinten angekommen. Und zuerst mussten sie noch ein bisschen rauf, bis sie die Musikfee gesehen haben. Beim Doktor, im Bett, da ist sie gelegen. Und sie haben gesagt, Musikfee, liebe Musikfee, komm, sing uns in den Schlaf. Wir können nicht schlafen, wenn du nicht singst. Aber die Musikfee ist still geblieben. Der Doktor, der hat gesagt, Psst. Habt ihr das auch? Finger. Psst. Er hat gesagt, Musikfee, die kann jetzt nicht singen. Sie kann nicht mal reden. Sie ist krank und hat Halsweh. Und dann hat die Musikfee eine Idee gehabt, weil sie hat gedacht, das könnte mal passieren. Und dann hat sie dem Uhu eine CD gegeben. Eine CD mit ihrer Stimme drauf. Und der Uhu ist mit dieser CD zurückgeflogen bis zu der grossen Eiche. Dort hat es nämlich
einen alten CD-Player, den jemand mal dort vergessen hat. Und er hat die CD reingetan. Und Vögeli und Igeli und Häsli und Bienenli und auch der kleine Schmetterling und sogar der Yogi. Die sind unter Teichen gelegen und haben sich an ihre Mamis gekuschelt und haben gehört. Und endlich haben sie einschlafen. Du kannst dich jetzt hinlegen. Das letzte Mal schön bequem, entweder auf die Matte oder dein Tuch oder auf dein Bett. Du kannst dich einfach hinlegen, auf den Rücken, alles gerade machen, nicht so auf, sonst ist man nicht so entspannt. Schön alles lassen. Und du kannst dich einkuscheln, du kannst dein Stofftierchen nehmen oder du kannst dich zudecken. Oder vielleicht ist es Mami bei dir und du kannst dich auch ein bisschen zur Mami kuscheln und zuhören, wie die Musik singt. Der Yogi, der hat nämlich schon bald wieder ganz einen schönen Traum gehabt. Und den wollen wir jetzt hören. Wenn du dich bequem eingerichtet hast, dann schließ deine Augen und wird ganz, ganz still. Und stell dir vor, du liegst auf dem Rücken im kuscheligsten Bett der ganzen Welt. Es ist ein so unglaublich bequemes Bett. Es ist weich und warm. Und das Bettzeug ist aus ganz weichem Stoff und liegt sanft und warm auf deinem Körper. Das Deckbett ist auch aus ganz, ganz feinen Federn gefüllt. Und du fühlst dich kuschelig, umhüllt von dieser flauschigen Decke. Und du fühlst dich sicher und beschützt bei diesen Tönen. Langsam entspannen sich deine Beine. Mehr und mehr werden sie schwer. Schwerer und schwerer. Deine Muskeln entspannen sich und der ganze Körper wird schwer und geht tiefer und tiefer in dein kuschelige Bett. Fühl, wie deine Knie und Waden auch in das weiche Bett sinken. Fühl, wie dein Rücken schwer in das weiche Bett sinkt. Fühl, wie die ganze Wirbelsäule, das ist da, sind die Knochen, die im Rücken sind, ganz entspannt sind und geniess das wunderbare Gefühl. Für einmal muss dein Rücken nicht alles tragen und deine Beine müssen auch nichts tragen. Dein Kuschelbett trägt dich ganz weich. Deine Schultern sinken auch ins weiche Bett. Deine Arme sind entspannt und sinken auch tief in das kuschelige Bett. Dein Kopf wird schwerer und geht auch ein bisschen tiefer auf das Küssi. Deine Augendeckel sind schwer, dein Maul und deine Stirn, alles wird weich und geht in das Federbett. Je tiefer
du entspannst, desto weicher wird das Bett. Und du fühlst dich, wie wenn du gerade schlafen willst. Alles ist so ruhig um dich herum. Und in deinem Kopf kommt der Gedanke, ich bin völlig ruhig. Ich bin ganz, ganz still und ruhig. Lass noch ein bisschen der Musikfee zu, wie sie singt. Solange du möchtest. Und dann, wenn du genug ausgeruht hast, dann bewege ein bisschen deine Finger und deine Zehen und machst deine Augen auf. Und du merkst, auch wenn du jetzt wieder aufsitzt, du bist völlig ruhig. Ganz, ganz ruhig. Wenn du so weit bist und wieder auf deiner Matte sitzt, haben wir uns noch verabschieden. Natürlich mit der Klangschale. Wir legen die Arme auf der Seite anlegen. Ein paar von euch wissen vielleicht, im Yoga sind wir am Schluss manchmal noch ein Om. Und das wollen wir auch noch gerade probieren. Wir schnaufen tief schnaufen und die Arme gehen auf. Namaste. Es freut mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und mir weiter erzählen, wie lange dass die armen Waldtiere noch mit der CD einschlafen. Vielleicht wird bald die Musikfee wieder gesund und sie können dann wieder mit der Musikfee ihrer richtigen Stimme einschlafen. Gut. Namaste. I am green today. I chirp with joy